Ich erzähle euch heute was über Hohenschönhausen. Gegliedert ist die Präsentation in chronologischer Reihenfolge. Das heißt, wir fangen an mit dem Sperrgebiet an der Genzler Straße 66, geht's weiter mit dem Speziallager Nummer 3 der sowjetischen Besatzungsmacht und dann mit dem Untersuchungsgefängnis für Deutschland der Sowjets und das dazugehörige Haftkrankenhaus. Sperrgebiet: 1945 hat die sowjetische Besatzungsmacht ein Gebiet an der Genzler Straße 66 beschlagnahmt. Das Gebiet war eine nationalsozialistische Volkswohlfahrt, als sie das Gebiet beschlagnahmt haben. Innerhalb der Absperrung befand sich bis 1946 das sogenannte Speziallager Nummer 3 und bis 1949 ein Haft- bzw. Zwangsarbeiterlager. 1951 übernahm der Staatssicherheitsdienst der DDR das Gebiet. Neben dem zentralen Untersuchungsgefängnis, dem Arbeitslager und den beiden Abteilungen, die für den Vollzug und der Untersuchungshaft bzw. der Vernehmung zuständig waren, hatte hier noch eine Reihe weiterer Einrichtungen ihren Sitz. Zum Beispiel der objektiv-technische Sektor. Dieser Sektor war zum Beispiel für die Herstellung von Abhörgeräten oder falschen Pässen zuständig. Oder auch die Abteilung für Bewaffnung oder chemischer Dienst. Die haben jetzt dort die Waffen von den Stasi-Mitarbeitern zum Beispiel geprüft. Speziallager Nummer 3. Inmitten des Sperrgebiets richtet die sowjetische Besatzungsmacht ein Lager ein. Es untersteht dem Moskauer Volkskommissariat für Inneres und dient in erster Linie als Sammel- und Durchgangslager für über 16.000 Männer, Frauen und Jugendliche. Von hier aus erfolgen Transporte in andere Speziallager. Die Lebensbedingungen in den Lagern waren katastrophal. Auf engstem Raum zusammengepfercht waren teilweise bis zu 4.200 Menschen. Die hygienischen Verhältnisse, die Verpflegung und die medizinische Versorgung waren völlig unzureichend und die Räume waren unbeheizt. Schätzungsweise kamen insgesamt über 1.000 Menschen ums Leben. Sowjetgefängnis. Zwischen 1946 und 1947 richtete die sowjetische Besatzungsmacht ihr zentrales Untersuchungsgefängnis für Deutschland ein. Häftlinge mussten dazu im Keller der ehemaligen Großküche einen Trakt mit fensterlosen, bunkerartigen Zellen errichten, das sogenannte U-Boot. Die feuchtkalten Räume waren nur mit Holzpritschen und einem Kübel ausgestattet. Tag und Nacht war eine Glühbirne angeschaltet. Die Verhöre fanden vor allem in der Nacht statt und waren oft von Drohungen und körperlicher Gewalt begleitet. Ehemalige Häftlinge berichten später, wie sie durch Schlafentzug, stundenlanges Stehen, tagelangen Arrest oder Aufenthalt in einer Wasserzelle zu Geständnissen gezwungen wurden. Stasi-Gefängnis. 1951 übernahm das im Jahr zuvor gegründete Ministerium für Staatssicherheit das sowjetische Kellergefängnis und nutzt es von nun an als seine zentrale Untersuchungshaftanstalt. Im folgenden Jahrzehnt wurde hier und in dem im November 1960 in Betrieb genommenen Gefängnisneubau zahlreiche Menschen inhaftiert, die der kommunistischen Diktatur im Weg standen. Insgesamt über 11.000 Personen. Die Liste der Gefangenen reicht von Streikführenden des Aufstands vom 17. Juni 1953 bis hin zu in Ungnade gefallenen Politikern. Haftkrankenhaus. Auf dem Gelände der Untersuchungshaftanstalt in der Genzler Straße befand sich bis 1990 auch das sogenannte Haftkrankenhaus des Ministeriums für Staatssicherheit. Der anfangs einstöckige Bau
beherbergte ursprünglich die Wäscherei und die Garagen der benachbarten Grundstücke. Gegen Ende der 1940er Jahre residierte hier die Verwaltung des zentralen sowjetischen Untersuchungsgefängnisses. In den 1950er Jahren wurde das Gebäude erweitert und zu einer Krankenstation umgebaut. Bei der letzten Erweiterung entstanden 1972 am Ostteil des Gebäudes 3 Hofgangzellen, in denen die Häftlinge an frische Luft geführt werden konnten. Zwischen dem 21. Mai 1959 und dem 7. Dezember 1989 wurden insgesamt 2694 Personen in das Haftkrankenhaus eingewiesen, 377 von ihnen mehrfach.